Der Krieg hat Dunkelheit ins Leben gebracht. Schon ein Jahr dauert der russische Angriffskrieg gegen die gesamte Ukraine an. Als Korrespondent berichte ich darüber und will verstehen, was dieser Krieg mit den Menschen macht. Wie gehen sie damit um? Mitten im eiskalten Winter bekomme ich Antworten, die berühren und auch überraschen. In Kiew lässt mich morgens Familie Sinchenka für einen Tag in ihr Leben. Während Mutter Vita gleich ihre Töchter weckt, bereitet Vater Alexander das Frühstück vor. Gerade habt ihr ganz normal Strom. Ja, es gibt jetzt Strom, weil die Industrie noch schläft. Sie fängt erst um 8 Uhr morgens an zu arbeiten und jetzt ist es 7. Strom sollte also noch da sein. Sein Beruf als Elektriker macht diesen Mann im Schlafanzug zum Helden. Dazu später mehr. Erstmal ist er der Held seiner jüngsten Tochter, weil er Kakao für sie macht. Alexander genießt diese Alltagsmomente, erzählt er mir. Als der Krieg vor einem Jahr in sein Leben kam, wusste er nicht, ob es diesen Alltag je wieder geben würde. Meine Frau sagte, nein, ich verlasse Kiew nicht ohne dich. Und ich habe ihr gesagt, dass ich nicht gehen kann, weil ich arbeiten muss. Entweder gehe ich zur Arbeit oder zum Militär und sage, lasst mich helfen, womit ich kann. Ich habe erstmal meine Kollegen angerufen. Wir beschlossen, dass wir am ersten Tag des Angriffskriegs zur Arbeit gehen und dann entscheiden, wer was am besten tun könnte. Ich hätte mich beim Militärkommissariat melden können. Wahrscheinlich hätten sie mich aufgenommen. Aber ich dachte, dass man den Job ausüben sollte, den man am besten kann, um so nützlich wie möglich zu sein. Alexanders Rolle ist entscheidend für Hunderttausende Ukrainerinnen und Ukrainer. Ehefrau Vita und er sind zusammen zur Schule gegangen. Jetzt haben sie die Verantwortung für 2 kleine Kinder mitten im Krieg. Die Kinder haben Angst, aber sie haben sich auch schon daran gewöhnt. Laute Geräusche und so nah wie noch vor einigen Wochen hören wir zurzeit nicht mehr. Für Vita geht es gleich zur Arbeit ins Medizinlabor. Alexander bringt die Töchter in den Kindergarten. An Tagen wie diesen, ohne Explosionen, ohne Stromausfälle, wirkt das Leben einer Familie in Kiew irgendwie normal. Das ist nur von außen so. Im Inneren verstehst du, dass sich in einer Minute alles ändern kann. Daher wirkt es nur von außen so, als wäre alles normal. Innen drin ist alles anders. Innen drin ist es nicht normal? Man hat ständig das Gefühl, dass wir uns mitten im Krieg befinden. Dieses Gefühl wird uns noch lange nicht verlassen. Wir hoffen, dass bis spätestens Ende dieses Jahres alles vorbei ist. Aber das Gefühl, dass das alles passiert ist, wird für den Rest unseres Lebens bleiben. Mit Raketen und Drohnen hat Russland die Ukraine angegriffen. Mehr als 100.000 Gebäude zerstört und Zehntausende Menschen getötet. Ein Ende ist nicht in Sicht. Im Zentrum von Kiew sind kaputte russische Panzer ausgestellt. Der Krieg ist überall präsent in der Hauptstadt. Auch der Drang nach Normalität. In Kiew gibt es an jeder Ecke Kaffeebütchen.
Das hier hat gerade keinen Strom und trotzdem finden die einen Weg, wie sie klarkommen mit einem Dieselgenerator. Es laut, stinkt, aber es gibt trotzdem Kaffee. Und das zeigt, die Ukrainerinnen und Ukrainer suchen nach Wegen, wie sie trotzdem, trotz des Krieges, normal weiterleben können. Diese Panoramabrücke war nach einem Raketeneinschlag im Oktober für mehrere Wochen gesperrt. Jetzt treffen sich wieder viele Menschen hier. Ruslan hat sich mit Beginn des Angriffskriegs vor einem Jahr freiwillig für das Militär gemeldet. Seine Frau Uljana ist mit den Kindern nach Italien geflüchtet. Für ein kurzes Wiedersehen sind sie nach Kiew gereist. Die Familie ist zum ersten Mal seit über 10 Monaten vereint. Wir kämpfen, damit Familien zusammen sein können und Städte unversehrt bleiben. Unser kleiner Traum ist, dass wir wieder ein normales Leben führen können. Wir wollen uns nicht nur einmal im Jahr sehen, sondern jeden Tag, so wie früher. Heute Morgen sind wir aufgewacht, mit Tränen in den Augen, weil uns klar wurde, dass wir nur noch diesen einen Tag haben, um zusammen zu sein. Wir haben gemischte Gefühle. Natürlich freuen wir uns sehr, dass wir uns gesehen haben, aber wir werden wieder für einige Zeit getrennt sein müssen und werden uns gegenseitig aus der Ferne unterstützen. Wann sie sich wiedersehen, wissen Ruslan und Uljana nicht. Vieles in ihrem Leben bleibt auf unbestimmte Zeit ungewiss. So wie ihnen geht es Millionen anderen ukrainischen Familien. Ich besuche Vlada. Zusammen mit Freunden hat sie die Kulturelle Front Kiew gegründet. Musikerinnen und Musiker, die für Soldaten singen und Spenden sammeln. Sie sind jung, haben Spaß, aber niemand in diesem Raum ist unbeschwert, auch wenn es für Momente so aussieht. Der Krieg spiegelt sich in ihrer Musik wider. Der russische Angriffskrieg ist zu einem Katalysator geworden. Ich habe nie zuvor so viele Songs geschrieben. Und was ich vor dem Krieg geschrieben habe, spiele ich gar nicht mehr. Es geht nicht mehr um mich. Mit Vladas neuem Album ist es das Gleiche. Es gibt jetzt einen Wandel. Die gemeinsame ehrenamtliche Arbeit gibt ihnen Kraft, eigene traumatische Erlebnisse zu verarbeiten. Diese Kraft wollen sie heute weitergeben. Wir gehen vor Soldaten auf die Bühne, die zum Beispiel gerade aus dem Krankenhaus gekommen sind. Wir wollen sie mit neuer Energie aufladen. Kommt schon, wir können alles schaffen. Wir sind zusammen. Das ist die Front. Sie ist hier, im Herzen. Es sind nicht nur Muskeln. Die Front ist hier. Das ist unsere Botschaft. Wir dürfen uns nur nicht entmutigen lassen. Für ihren Auftritt fahren sie an einen Ort in der Nähe von Kiew, den wir aus Sicherheitsgründen nicht nennen dürfen. Es sollen viele Soldaten dorthin kommen. Doch ob es zum Auftritt der Kulturellen Front kommt, ist plötzlich unsicher. Es herrscht Luftalarm. Zum ersten Mal nach mehreren ruhigen Tagen in Kiew. Sie überspielen die Sorge mit Humor. Dieser Alarm macht euch keine Angst mehr. Nein. Während in der Hauptstadt zeitgleich Raketen einschlagen, fahren sie weiter. Ein anderer Tag, früh morgens am Hauptbahnhof in Kiew. Wir fahren in meine Geburtsstadt Charkiw. Das sind 5 Stunden mit dem Zug in Richtung Osten. Die Stadt wurde massiv zerstört und die Stadt ist richtig heftig betroffen von den Stromabschaltungen, weil dort viele Kraftwerke von russischen Raketen zerstört worden sind. Meine Eltern haben Charkiw 1995 mit mir verlassen. Ein Teil meiner Familie lebt in der Ukraine,
ein anderer in Russland. Jetzt bin ich gespannt, was mich auf dieser Reise erwartet. Nach dem russischen Überfall haben diese Züge Millionen flüchtende Menschen in Sicherheit gebracht. Trotz andauernder Angriffe fahren die Bahnen weiter und sind pünktlich. Für viele sind sie überlebenswichtig. Im Zug treffe ich Olena, die vor einem Jahr aus Izum im Osten des Landes in den Westen geflüchtet ist. Ihre Stadt war über Monate besetzt, jetzt fährt sie zum ersten Mal wieder in ihre Heimat. Mit was für einem Gefühl kehren Sie zurück? Es gibt keine Stadt mehr. Die Stadt wurde zerstört. Ich habe kein Haus mehr, in das ich zurückkehren kann. Deshalb fahre ich zu meinem Sohn nach Balaklian. Ich wollte so sehr wieder in unsere Region, nach Hause. Ich wollte nichts anderes. Ich bin einfach müde von allem. Also ich bin einfach nach Hause. Wie viele andere ist sie müde davon, Angst zu haben. Charkiw, die zweitgrößte Stadt der Ukraine. Sie liegt im Nordosten des Landes, nah an der Grenze zu Russland. Im Stadtteil Saltivka hat mal fast 500.000 Menschen gelebt. Jetzt ist es hier menschenleer. Auch Lydias Wohnung im 8. Stock ist komplett zerstört. Sie sagen, dass Sie das wieder aufbauen wollen. Wie soll das gehen? Lydia ist nur zurückgekehrt, weil sie und ihre Familie nach einer Bibel, einem alten Erbstück suchen, erzählt sie mir. 3 Jahrzehnte war dieser Ort ihr Zuhause. Von Lydias zerstörter Hauswand bis nach Russland sind es nur 30 Kilometer. Das alles hier waren Wohnungen. Da unten hat Lydia gewohnt mit ihrem Mann. Ich habe wirklich Schwierigkeiten, Worte zu finden, aber dieser Ort, diese Zerstörung zeigt das ganze Ausmaß der Brutalität dieses Angriffskrieges. Und plötzlich ein kurzer Moment der Freude. Es gibt eine Bibel aus dem Jahre 1904, die in unserer Familie über Generationen vererbt wurde. Und mein Sohn hat diese Bibel gerade wiedergefunden. Можете показать? А можете отсюда снизу показать? Einige persönliche Erinnerungsstücke. Das ist alles, was ihnen nach den Angriffen bleibt. Angesichts all der Zerstörung geht mir Lydias Frage nicht aus dem Kopf. Wie soll das alles wieder aufgebaut werden? Etwa 70.000 Menschen haben sich bei der Stadt gemeldet, weil ihre Wohnungen oder Häuser zerstört oder beschädigt sind. Genauso wie Schulen, Kindergärten und Krankenhäuser. Neulich war Norman Foster hier, der Star-Architekt,
der auch das Reichstagsgebäude in Berlin neu gemacht hat mit der Glaskuppel drauf. Es gibt aber auch Architektinnen aus Charkiw, die mitten im Krieg an der Zukunft von Charkiw arbeiten. Und eine davon treffen wir jetzt. Olha Kleitman war gerade in Kolumbien gelandet, als ihre Heimatstadt vor einem Jahr beschossen wurde. Sie kehrte sofort zurück. Seitdem versucht sie das wieder aufzubauen, was immer wieder angegriffen wird. Der erste Gedanke war nur nicht verrückt werden, denn es ist eine sehr schwere Last. Es ist sehr schwer, wenn du mit einem Kunden einen Termin vereinbarst und dann eine Bombe einschlägt. Das war's. Der Kunde meldet sich nicht mehr. Er hat seine Meinung geändert, in Charkiw etwas zu bauen. Du planst also gerade etwas und dann, bumm, ein Einschlag und das war's. Als in der Stadt Strom und Heizung ausgefallen sind, war alles vorbei. Der nächste Kunde hat sich nicht mehr gemeldet. Ihrem Team konnte Olha anfangs gerade mal den Mindestlohn zahlen, weil sie keine Arbeit hatten. Inzwischen haben sie wieder Aufträge. Olhas Herzensprojekt ist die Vergrößerung eines Pflegeheims für Senioren. Das betreibt sie ehrenamtlich seit Beginn der russischen Invasion. Wir stellten fest, dass viele Sozialdienste weg waren. Ältere Menschen oder auch Krebspatienten, die Medikamente wie zum Beispiel Schmerzmittel brauchten, wurden allein gelassen. Sie alle brauchten Hilfe. Wir haben ihnen Medikamente und Essen geliefert. Und dann wurde uns klar, dass es Menschen gibt, die nicht aus ihren Wohnungen kommen und versorgt werden müssen. Viele der Senioren, die jetzt in Olhas Heim leben, wurden aus Orten an der Front und ehemals besetzten Gebieten hierher gebracht. Ohne das Engagement der Architektin hätten sie niemanden, der sie pflegt und Essen für sie kocht. Hier gab es nichts. Das alles haben wir organisiert, die Spülmaschine und überhaupt alles. Und der Herd hier, der ist besonders toll. Die Mädels haben zuerst auf dieser kleinen Herdplatte gekocht. Das alles gibt's dank vieler Spenden. Einige der 41 Bewohner in diesem Pflegeheim haben schon den Zweiten Weltkrieg erlebt. Jetzt ist der Krieg in ihr Leben zurückgekehrt. Nela ist 85 Jahre alt, kommt aus dem lange Zeit besetzten Kupiansk und lebt schon seit September hier. Wissen Sie, warum es noch so schwer ist? Wir lebten doch alle zusammen, waren befreundet. Alles war gut. Und plötzlich, niemand hat damit gerechnet. Niemand hat so etwas erwartet. Und plötzlich das. Beängstigend, sehr schwer. Es ist hart für die Seele, für das Herz. Sehr hart. Aber wir werden das überstehen. Wir werden noch einen friedlichen Himmel erleben, ein Lächeln in allen Gesichtern, das Gute. Das alles werden wir noch erleben, gemeinsam mit allen. Den Glauben daran will sich Nela auf gar keinen Fall nehmen lassen. Nach unserem Gespräch holt sie mich nochmal zu sich und erzählt, dass ihr Sohn im Krieg gefallen ist. Kurz vor seinem 50. Geburtstag. Zurück in Kiew. Gleich beginnt die 12-Stunden-Schicht von Familienvater und Elektriker Alexander. Jeder hat seine eigene Front. Die einen stehen dem Feind mit dem Maschinengewehr direkt an vorderster Front gegenüber und wir haben unsere Front mit unseren Aufgaben. Und zum jetzigen Zeitpunkt bin ich völlig richtig an meiner Stelle. Ich spreche nicht von der Zukunft. Vielleicht greife ich auch zum Maschinengewehr, um das Land zu verteidigen. Das kann gerade niemand ausschließen. Alexanders Front ist die Stromversorgung der Hauptstadt. Seit Oktober stehen Elektrizitätswerke unter massivem Beschuss. Sein Job ist es, in Kiew langanhaltende Stromausfälle zu verhindern.
Gerade haben wir etwa 50 bis 60% des sonst verfügbaren Stroms. Davon gehen 35% in die kritische Infrastruktur. Ab 9 Uhr morgens läuft die Industrie auf Hochtouren. Und ab da müssen mehr Haushalte auf Strom verzichten. Die Industrie muss ja arbeiten, damit es Brot, Nudeln und Panzer gibt. Wenn die bei uns überhaupt produziert werden, das wissen wir natürlich nicht. Alexander arbeitet im Team mit Konstantin. Seit 6 Jahren fahren sie gemeinsam zu Trafostationen und Umspannwerken. Durch den Krieg hat ihr Beruf eine neue Bedeutung bekommen. Sie legen die Hebel so um, dass alle für ein paar Stunden auf Strom verzichten müssen, aber niemand ganz. Es sieht vielleicht unspektakulär aus, aber es kostet Nerven. Weil sie reparieren, was die russischen Angriffe zerstören, gelten Elektriker in der Ukraine vielerorts als Helden. Spüren Sie das im Alltag? Die Menschen haben angefangen, uns mit mehr Respekt zu begegnen, mit dem Verständnis dafür, dass wir wichtig sind. Denn vor dem Angriffskrieg waren wir praktisch unsichtbar. Der Strom war einfach immer da. Und wenn es mal keinen Strom gab, waren alle plötzlich unglücklich. Wie kommt's, dass es keinen Strom gibt? Was machen die da überhaupt? Jetzt sind die Menschen verständnisvoller, haben mehr Respekt vor uns. Ich hoffe es zumindest. Die Nachbarn grüßen mich neuerdings sogar. Vorher dachten sie, das ist nur ein Typ, der hier rumläuft. Alexander und Konstantin wissen um ihre Verantwortung. Wenn sie Fehler machen oder zu langsam sind, bleiben Zehntausende Menschen ohne Wärme, Wasser und Licht. Die kulturelle Front macht sich bereit. Trotz Luftalarm, Angriffen und Minusgraden im Saal haben sich die Künstler rund um Vlada entschieden, für die Soldaten Musik zu machen. Anton kämpft gerade im Osten der Ukraine. Vor einem Jahr war er IT-Spezialist, dann hat er sich entschlossen, Soldat zu werden. In die Armee einzutreten, ist emotional viel einfacher, als Zivilist zu bleiben. Wenn du Zivilist bist, überlegst du ständig, was du tun könntest. Spenden, helfen, weglaufen. Es gibt mehrere Optionen. Und der Eintritt in die Armee ist sehr einfach. Du kommst und alle Fragen fallen weg. Da weißt du genau, was zu tun ist. Du hast Frau und Kinder. Wie alt sind deine Kinder? Ich habe eine 5-jährige Tochter. Welche Fragen stellt sie dir, wenn du zu Hause bist? Wie lange ich zu Hause bleibe. Zu gehen ist wahrscheinlich der schwierigste Moment. Anton ist früher von seiner Familie abgereist, erzählt er mir. Aus Angst, dass ihm der Abschied später noch schwerer fallen würde. What happens when life breaks down? When there is systemic contradiction. My name symbolized all that was corrupt to society. His name symbolized all that was pure. And I was being held in the embrace of a man who was pure. Fast alle in diesem Saal waren an der Front und werden nach einigen Tagen im Heimaturlaub wieder dorthin zurückkehren. Bald geht es für diese Männer in das heftig umkämpfte Bachmut. An genau die Front, an der Vladas große Liebe vor wenigen Monaten gefallen ist. Lässt es sich in Worte fassen, was du gefühlt hast, als du davon erfahren hast? Nein. Mit der Musik aber schon? Ja. Ich war in diesem Moment im Theater. Sein Kamerad hat mir geschrieben. Er schrieb nur Hallo. Und ich habe sofort verstanden, dass mein Freund entweder verwundet oder tot ist. Er schrieb, dass mein Freund gefallen ist. Ich bin aus der Aufführung gerannt und setzte mich auf den Balkon. Ich erinnere mich nicht an diesen Moment. Es gab gerade eine Pause. Alle gingen raus und ich saß da und weinte. Ich erinnere mich nicht an die erste Woche nach seinem Tod. Aber ich habe ihm viel Musik gewidmet. Das ist alles, was ich habe. Ich habe nichts Kostbareres.
Natürlich habe ich Freunde, aber ich habe nichts Persönlicheres als Musik. 10 Lieder habe ich für ihn geschrieben. In diesen Liedern lebt er für mich weiter. Wir haben gesehen, dass einige Soldaten Tränen in den Augen hatten. Ja, ich kann das für mich sagen, aber auch für die anderen. Wir alle sind sentimentaler geworden. Ich kann ein Lied hören und aus dem Nichts eine Träne vergießen. Früher wäre das nicht passiert. Aber ich denke nicht, dass daran etwas schlecht ist. Wir fahren an einen Ort, von dem wir nicht sagen dürfen, wo er sich befindet. Denn hier kümmern sie sich um Soldaten. Darum, dass sie psychisch so stabil bleiben wie möglich. Seit dem Sommer bietet Oleksandr für die Kämpfer ein einwöchiges Reha-Programm an. Neben unterschiedlichen Behandlungen steht vor allem die Gesprächstherapie im Mittelpunkt. Wie ist es Ihnen gelungen, die Soldaten zu überzeugen, das alles mitzumachen? Jeder Mensch öffnet sich früher oder später. In erster Linie muss er sich aussprechen. Er muss sein Problem schildern. Je mehr er über sein Problem spricht, desto leichter wird es ihm zukünftig fallen. Je mehr er versucht, sein Problem zu verbergen, desto negativer sind die Folgen, bis hin zum Selbstmord. Sein Projekt ist nicht staatlich finanziert, sondern lebt von Spenden, vor allem aus dem europäischen Ausland. Es gibt bis zu 80 Therapieplätze. Einen davon hat Andriy bekommen. Er war vor wenigen Stunden noch an der Front. Die Psyche wird im Kampf ausgeschaltet. Dann kehrst du zu deiner Einheit zurück, ruhst dich aus, erholst dich, bringst dich in Ordnung. Und erst 1 bis 2 Wochen später fängst du an, alles zu analysieren, was du erlebt hast. Dann verstehst du, dass eine Kugel an deinem Kopf vorbeiflog, eine Mine in deiner Nähe explodierte. Es war ein Wunder, dass du nicht von einem Panzer überrollt wurdest. Du verstehst, dass es Dutzende Fälle gab, in denen du hättest getötet werden können. Und erst dann denkst du, puh, ich habe überlebt. Viele dieser Männer haben traumatische Erlebnisse gehabt. Sie kämpfen in Schützengräben, hören rund um die Uhr Schüsse, haben Kameraden sterben sehen. Was Militärtherapeutin Mariana in dieser kurzen Zeit zu leisten versucht, ist psychologische Erste Hilfe. Sehr oft können sie nicht schlafen. Sie haben Angst vor dem Einschlafen, haben Albträume. Diese Therapie hilft ihnen auch dabei, gut zu schlafen. Bestimmte Prozesse werden wiederhergestellt und sie können einschlafen.
Manche Menschen haben größere Probleme, Flashbacks. Sie denken an die schrecklichen Dinge zurück, die sie im Krieg erlebt haben. Hinzu kommt die Müdigkeit. Sie sind alle sehr müde. Das ist Andriy eine Woche später. Ich treffe ihn wieder und will wissen, wie es ihm jetzt geht. Hat Ihnen diese Woche hier gut getan? Ich sehe, Sie haben sich rasiert. Ja, du verwandelst dich aus einem wilden langsam wieder in einen zivilisierten Menschen. Wenn du die Möglichkeit hast, dich auszuruhen, in Ruhe zu schlafen, dich zu rasieren, vollwertig zu essen und Wäsche zu waschen. Also diese ganz einfachen Annehmlichkeiten des Alltags zurückzubekommen, die es an der Front einfach nicht gibt. Ein kurzer Moment der Ruhe, bevor es zurückgeht in den Kampf. In nur wenigen Tagen versuchen sie, einen Umgang mit ihren Erlebnissen zu finden. Erlebnisse, die sie für immer verändern. Die Psychologin hat uns die Prozesse aufgedröselt, die wir durchmachen, damit wir verstehen, was da in unseren Köpfen vor sich geht. Zum Beispiel hat sie uns den Korridor unserer geistigen Wahrnehmung erklärt. Je mehr Stress wir haben, desto enger wird dieser Korridor. Und bei dem kleinsten Reiz explodieren wir einfach, drehen durch. Sie hat uns deshalb erklärt, welche Instrumente wir einsetzen sollten, um diesen Korridor so weit wie möglich auszudehnen. Ein 6000 Einwohner-Dorf, knapp 15 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Neuer Beschuss ist jederzeit möglich. Deshalb trage ich eine Schutzweste. Über Monate wurde Slatyne heftig angegriffen und ist nahezu vollständig zerstört. Nur einige hundert Menschen sind zurückgekehrt. Eine von ihnen ist Ärztin Ludmila. Das ist der einzige Bereich, in dem wir sein können. Dort ist alles zerstört. Aber wie arbeiten Sie hier überhaupt? Hier ist doch alles zerstört. So arbeiten wir. So leben wir den ganzen Krieg über. Wir leben und arbeiten hier. Diejenigen, die stark im Geist sind, arbeiten. Unsere Kinder kämpfen, unsere Männer kämpfen und wir arbeiten an dieser Front. Ludmila Pawlonenko versorgt jetzt im Krieg als einzige Ärztin ihr gesamtes Dorf. Sie zeigt mir ihre Arbeitsräume. Früher gab es einen eigenen Behandlungsbereich nur für Kinder. Doch die Schäden sind zu groß, Strom und Heizung funktionieren nicht mehr. Außer Ludmila und ihren beiden Krankenschwestern arbeitet niemand mehr in dieser Klinik. Der Krieg zerstört den ganzen Körper. So zerstört, wie es draußen aussieht, so sieht es auch in der Seele aus. In erster Linie leidet das Herz-Kreislauf-System und das zentrale Nervensystem. Das Haus von Ludmilas Krankenschwester Viktoria liegt ganz nah an ihrem Arbeitsplatz. Nur ist von dem Haus kaum etwas übrig. Viktorias Verwandtschaft, einige Kilometer weiter in Russland, unterstützt den Krieg gegen die Ukraine. Meine gesamte Jugend über sind wir dort rübergefahren, waren in Russland zu Besuch. Und jetzt sind alle familiären Bindungen gekappt. Sie sagen, wir wären selbst schuld, würden uns selbst beschießen. So reden meine Verwandten. Jetzt lebt Viktoria in einer Mietwohnung in Charkiw. Sie pendelt mit dem Bus und geht jeden Tag vorbei an den Trümmern ihres alten Lebens. Das Haus von Ärztin Ludmila steht noch, ist aber von der Stromversorgung abgeschnitten. Das ist also ein Autoakku und der sorgt für Licht.
Ja, wir laden hier auch unsere Handys auf. Vieles in ihrem Leben ist provisorisch. Das sind Säcke mit Kleidung für den Fall, dass die Russen kommen und sie schnell weg müssen. Ist alles vorbereitet. Als der Krieg vor fast einem Jahr in ihr Leben kam, suchten sie Zuflucht in ihrem Keller. Über einen Monat lang versteckten sie sich hier. Und wenn das alles noch einmal notwendig sein könnte? Genau deswegen haben wir das Bett nicht weggeräumt. Sonst hätten wir es schon vor langer Zeit weggebracht. Aber Sie möchten nicht daran denken. Gott bewahre. Ich will gar nicht darüber nachdenken, dass wir uns wieder im Keller verstecken müssen. Vielleicht 1 oder 2 Tage, aber doch nicht wieder 43 Tage lang. Are you with or without? The force cannot be blamed. Hier ist es schon länger her, dass die russische Armee vertrieben wurde. Hostomel, einer der Vororte der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Während der Besatzung nutzten die russischen Soldaten das Gymnasium in Hostomel als Hauptquartier und verwüsteten es. Als wir im Sommer hier waren, waren die Fenster größtenteils zerstört. Jetzt ist die Schule neu gestrichen, neue Fenster sind drin. Also es hat sich unglaublich viel getan seit der Zeit der Besetzung. Sie haben es möglich gemacht. Schulleiter Volodymyr Zachlyupany und seine Frau Natalia, Mathelehrerin. Sie sagten mir im Sommer, dass nur so viele Schülerinnen und Schüler zum normalen Unterricht zurückkehren können, wie es Plätze im Bunker gibt. Wie sieht es jetzt aus? Ja, deshalb gehen die 1. bis 4. Klassen sowie die 5. und 11. Klassen bei uns in den Vollzeitunterricht. Die Klassen 6 bis 10 werden online unterrichtet. Sie werden auch nachmittags für einige Unterrichtsstunden in die Schule kommen. Dass in dieser Schule nach nur wenigen Monaten überhaupt schon wieder unterrichtet werden kann, hätte ich im Sommer nicht für möglich gehalten. In der gesamten Ukraine wurden seit Beginn des Angriffskriegs mehr als 2800 Schulen beschädigt oder zerstört. Schulleiter Volodymyr zeigt mir stolz, wie alles renoviert wurde. Finanziert mit Hilfe von ukrainischen Unternehmen und aus Spenden, die geflüchtete Schüler im Ausland gesammelt haben. Weil die Kindergärten in Hostomel geschlossen sind, bringen Eltern oft auch ihre kleinen Kinder her. Nach der Besatzung fühlte sich für Natalia der eigene Klassenraum fremd an. Jetzt, so sagt sie, wirkt die Schule wieder wie ein sicherer Ort. Es ist wieder ihre Klasse. Ja, das ist wieder meine Klasse. Als hier noch eingeschlagene Fenster und eingetretene Türen waren, kam ich her und wollte sofort nach Hause. Jetzt ist es schön, hereinzukommen und das alles zu sehen. Und sogar die Blumen sind wieder gewachsen. Das Gymnasium hat 1700 Schülerinnen und Schüler. 300 sind im Ausland. Dass 700 vor Ort unterrichtet werden können, liegt an den neu ausgebauten Kellerräumen. So muss der Unterricht auch bei Luftalarm nicht unterbrochen werden. Weil niemand absehen kann, wie lange der Krieg noch andauern wird, baut Schulleiter Volodymyr immer mehr sichere Räume im Untergeschoss aus. Das Lehrerpaar hat die Spuren des Kriegs aus ihrem Berufsleben beseitigt. Auch bei ihnen zu Hause sind sie nicht gleich sichtbar.
Doch der Krieg hat den Tod in ihr Leben gebracht. Als Hostomel besetzt war, haben russische Soldaten ihrem Sohn Serhij in den Kopf geschossen. Er war gerade mit dem Hund draußen. Serhij war kein Soldat. Er war Künstler, also Zivilist. Er wurde 39 Jahre alt. Gemeinsam mit einem Juristen arbeiten seine Eltern daran, dass die Täter für dieses Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen werden. Es ist immer noch schwer zu akzeptieren. Immer noch eine große Wunde im Herzen. Ich weiß nicht, ob es jemals einfacher wird. Jetzt ist es noch schwer. Er hat mich Mutti genannt. Jeden Morgen hat er angerufen und abends geschrieben oder nochmal angerufen. Wir hatten eine sehr enge Verbindung zueinander. Woher nehmen Sie Ihre Kraft? Vielleicht hilft der Wiederaufbau der Schule dabei. Es hilft ein wenig, über das Persönliche hinwegzukommen. Wir tanken dort Kraft. Weil wir beschäftigt sind. Sie haben es ja gesehen, als ich heute bei den Kindern war. Kinder sind pure Freude. Sie sind so unbekümmert. Mit denen vergisst man alles. Es hilft. Um kurz vor 9 beendet Elektriker Alexander seine Schicht. Normalerweise sind die Straßen auf seinem Heimweg hell erleuchtet. Aber seit einem Jahr ist in der Ukraine nichts mehr normal. Mich beschäftigt eine Frage. Wie blickt diese junge Familie in ihre Zukunft? Wir wissen nicht, ob der nächste Luftalarm mit einem Raketeneinschlag in unser Haus oder in ein anderes Gebäude endet. Oder ob eine Rakete uns trifft, wenn wir mit dem Auto irgendwo hinfahren. Und es sind ja nicht nur Raketen, sondern auch Kampfdrohnen. Wir machen uns Sorgen um das Leben unserer Kinder, um ihre Zukunft. Wir möchten, dass es für sie eine Zukunft in unserem Land gibt. Und nicht, dass es so weit kommt, dass wir versuchen müssen, dass die Kinder im Ausland eine Ausbildung erhalten, weil es dort sicherer ist. In etwa so. Ja. Das Leben in der Ukraine ist zu einem Kampf geworden. Die ständige Bedrohung, die vielen Fronten, das zermürbt. Doch die Ukrainerinnen und Ukrainer unterstützen einander und ziehen daraus ihre Kraft. Und sie haben diese eine Hoffnung auf ein Leben ohne Angriffe und ohne Dunkelheit. Auf ein Leben ohne Krieg.